Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom August 2024 vom Samuel, dem Pfarrer von der Metal Church. Es ist zum Bägen und Geissen. Ja, wenn man in die Welt rausschaut, ist es wirklich zum Schreien. Das Unrecht, die Gewalt und die Rücksichtslosigkeit. Und vielleicht geht es an dir selber gerade zu verschissen. Du fühlst dich von der Gemeinschaft ausgeschlossen, zum Beispiel wegen Krankheit. Und darum kannst du dich nur allzu gut auch mit dem Vers aus Psalm 61 identifizieren. Vom Rand der Welt rufe ich zu dir. Ich bin im Herzen so verzweifelt. Wie geht der Dichter von diesem Lied mit dieser Situation um? Er schreit. Wortwörtlich. Er schreit seine Not, seine Frust, seine Verzweiflung raus zu Gott. Höre Gott mein Schreien, achte auf mein Gebet. Den Vers habe ich in meiner Wohnsitzkirchgemeinde als Monatswort im Juni mit auf den Weg gegeben. Er hat gut zur Weltlage gepasst, aber auch sehr gut zu unserem Metal Church Animationsposten am Greenfield. Schrei die Wand an, wie laut sind deine Emotionen? Man hat die Lautstärke vom eigenen Geschrei messen und mit anderen vergleichen. Es heisst bei uns bewusst nicht wie der Originalredewendung «Scheiß die Wand an», sondern «Schrei die Wand an». Es liegt reinigende Kraft im Schreien. Erst recht im Schreien zu Gott. Er haltet das aus. Er will keine geschönte Version von uns, sondern die pur lautere Worte. Erst wenn wir ihm unsere vereiterten Verletzungen, unsere klaffenden Abgründe und unsere feurigen Aggressionen anheben, dann kann er uns in der Tiefe begegnen und heilsam berühren. Oft gilt, erst wenn wir schreiend wirklich ehrlich werden und unsere Verletzlichkeit, ja unser Verletztsein eingestehen und unseren Panzer vom Stolz fahren lassen, erst dann werden wir für Gottes Liebe und Handeln richtig erreichbar. Wir sind uns jetzt im traditionellen reformierten Gottesdienst nicht gewohnt zu schreien. Aber der Dichter gibt am Anfang vom Psalm die Anweisung, das Gebet mit Musik von Saiteninstrumenten zu begleiten. Mit Saitenspiel. Höre Gott mein Schreien, achte auf mein Gebet. Geschrei und in die Saiten schlagen. Ja, du weißt, was jetzt kommt. Ja, ich bin so dankbar für die Metal-Musik und die damit verbundene Spiritualität, wo auch der Schmerz über die gebrochene Welt einen passenden, lautstarken Ausdruck findet. Ich mag mich erinnern an einen Gastgottesdienst mit Vorstellung von der Metal Church, den ich einmal in einer kleinen Aargauer Landgemeinde halten durfte. Beim Rillenkaffee ist dann eine bürgerliche Frau vom mittleren Alter auf mich zugekommen. Sie hat vorher noch nie Begegnungen mit dem Metal gehabt. Aber sie hat mir ganz bewegt erklärt, wie sie vom brachialen Song und seinen starken Worten, die ich im Gottesdienst abgespielt habe, tief bewegt worden ist. Da hat es eine starke Resonanz ihrer Seele gegeben. Ihre eigene schmerzhafte Geschichte hat durch den Metal-Song in der Kirche Widerhall vor Gott gefunden. Ich wünsche dir und allen in und um die Metal Church einfach, dass wir lernen, richtig zu schreien, wenn etwas zum Bägen und Geissen ist. Dass wir Gott an unserem Innersten teilhaben lassen. Mit oder ohne elektrifiziertes Saitenspiel. Aber einfach ehrlich, von der Leber weg und gerne auch lautstark. Und dass wir dann am Ende wie der Beter vom Psalm 61 erfahren dürfen. Ja, Gott, du bist für mich eine Zuflucht, ein starker Turm, der dem Feind standhält.